So. Ja, momentan, ich glaube, es wird leider mal wieder Zeit, mein OBS zu updaten. Ich glaube, es ist wieder mal soweit. Das ist jetzt das zweite Mal innerhalb von 2 Streams, dass mein OBS einfach komplett crasht und mein PC quasi so ein bisschen... Was, ich bin gemutet. Das kann eigentlich nicht sein. Laut OBS bin ich gemutet. Bin ich noch laut OBS kann ich nicht gemutet sein. Also ihr hört's mir, okay. Also ich bin jetzt wieder am Start quasi, oder? Schreib's nur nochmal vorsichtshalber. Alles normal, okay. Ja, ich glaube, es wird wieder mal Zeit, dass ich mein OBS updaten muss, weil wie gesagt, das ist jetzt das zweite Mal innerhalb von 2 Streams, dass mein OBS crasht und dann meinen ganzen PC, also quasi im Browser einfriert und so weiter und so fort. Also wird wohl wieder mal Zeit werden, vermute mal. Aber gut. Also ich bin jetzt wieder da quasi, oder? Sag ich das richtig? Ich glaub, das passt ja. Okay. Ja, ich hab nochmal... Boah, ich sollte vielleicht einmal schnell schauen, dass ich mal schleunigst und landen kann. Kaum bis kein Saat mehr, scheißen's der Werbung her. Sauber. Kann ich leider nichts tun, Birgit. Wenn es nach mir ging, da die Werbung sowieso deaktivieren, aber das kann ich leider nicht als Affiliate. Du kriegst nur dann keine Werbung, wenn du halt abonnierst. Aber das ist auch, das ist etwas, wo ich einsteigen kann. Und da finde ich ja, das ist dann auch irgendwo gerechtfertigt. Ne? Wenn halt einer schon Geld ausgibt dafür, meinen Scheiß anzuschauen, dann sollte er zumindest keine Werbung nicht kriegen. Das ist das Einzige. Ich kann sagen, Subs kriegen Werbung ja oder nein, aber mehr kann ich nicht machen. So, wir haben einen Ring gefunden. Jetzt passt's auf. Das soll jetzt kein Bait nicht gewesen sein. Kurze Fix nochmal! Der Feirer, danke dir, dass du der Birgit einen Sub schenkst. Birgit, willkommen in der Bazi-Gang. Jetzt kriegst du keine Werbung mehr. Der Feirer, das sollte jetzt aber keine Aussage eines Baits gewesen sein. Ne? Ich hab's nur der Vollständigkeit halber dazu gesagt. Aber trotzdem vielen lieben Dank für dein Subgift. Dankeschön. So. Jetzt pass auf, wir haben den Fluchdrachenring gefunden. Was macht denn der? Ein Ring mit einer plumpen Darstellung eines Fluchdrachen erhöht die Stärke und Agilität-Attribute. So einen ähnlichen haben wir doch. Das ist doch der, oder? Erhöht maximale Ausdauer und Ausdauerregeneration. Ja, das ist halt schon nicht schlecht. Gell? Was ist der Ring der Pflicht? Vitalität und Beständigkeit. Und wie viel erhöht der? Ja, wow, der erhöht um 1. Ja, lol. Okay, das kostet doch halt dann auch schenken. Ja, gut. Okay. Ich darf das? Nein, ich soll's doch kein Geld nicht ausgeben für das, wenn ich da... Tja, es funktioniert ja noch nicht einmal richtig, ne? Die Technik ist was anderes, ne? Jetzt ist meine Twitch-App auf der Xbox auch noch abgehabt. Ja gut, okay, das ist nichts Neues mehr. Dass die Apps auf gewissen Endgeräten nicht so ganz... Eine Twitch-App generell ist ein Unfall, wenn du mich fragst, ne? Nicht nur auf der Xbox. Ah, das war halt jetzt... Ja, genau, ja, Moment. Wir wollten eigentlich die anderen Waffen noch anschauen, den Speer, ne? Speer des Schuljagdkriegers. Beziehungsweise den haben wir angeschaut. Andersrum, ich wollte zurück in Basis, wir haben nämlich eine Quintessenz gefunden, mit der können wir unsere Heilmenge erhöhen. So. Jetzt geht's wieder, war bei mir gemütlich und Mauswahl auch. Alles gut, Wifi, alles gut. So. Gehen wir erst einmal schnell zurück nach Himmelsrast und holen wir uns die gratis Heilung ab. The Descryers of the Dawn were misguided, harboring fundamental misinterpretations of Aureus's divine will and works. Many of the Mornstead nobles entombed in this crypt followed their teachings.
believing it was the light of Aureus, not its stonework, which maintained this great structure. And yet, despite their ignorance, Aureus has allowed the bridge to stand. Is that not a sign of his benevolence? I don't know. So, Sanguinarix aufwerten, aber Our holy 100%. work continues, Lampbearer. Jetzt haben wir dann, leck, jetzt haben wir dann 5 Ladungen und 50% mehr LP-Wiederherstellung. Das ist halt schon richtig OP. Fellow sanctified vessel, may Aureus' divine radiance flow through me and into you. Ja, perfekt. Das nehmen wir heute so mit. So, und aufwerten der wir uns auch gleich noch an der Stelle. Mehr Wumms, mehr gut. Oder sollte man mal ein wenig für Ausdauer geben? Was meinst du denn? Der Schaden macht man aktuell aber eigentlich wirklich guten, gell? So ist es fein nicht. Wir machen schon guten Schaden aktuell. Da die jetzt fast, also ganz ehrlich, ich glaube, ich skill jetzt erst mit 2-3 Punkte wieder in Vitalität, weil wir machen so geisteskranken Schaden. Wir one-shotten die Gegner teilweise. Also am Schaden aktuell feilt's nicht. Werde es zwar nicht komplett vernachlässigen, weil irgendwann werden wir wieder in die Situation kommen, dass wir Schaden brauchen, oder weil wir da die Gegner stärker werden. Aber jetzt aktuell, glaube ich, säge mir eher, wenn wir so ein bisschen in Gesundheit gehen. So. Und jetzt schauen wir uns noch. Oder mehr Ausdauer. Bin ich aktuell aber auch fein. Ich habe eine Beständigkeit, also das heißt in dem Spiel ja Beständigkeit. Da bin ich aktuell ziemlich ganz gut zurecht damit. Aber ja, das sollte man natürlich auch nicht komplett vernachlässigen, ist auch klar. Ne? So, und jetzt schauen wir da nur auf, weil da ist auch noch irgendwie weitergegangen. Ja, eins nach dem anderen. Da hinten können wir dann später nochmal schauen. Da werden wir auch später nochmal hinschauen. Jetzt schauen wir erst einmal, wo es da hingeht. Hey, sie. Ja, entspann dich. Ist gut. Schaut doch schon mal gut aus. Hier, du irgendwas. Okay, da ist irgendwas im Dickicht, das mir nicht gefällt. Ah, da können wir aus dem Reich der Toten auf jeden Fall wieder zurück. Das ist gut für uns. Das machen wir gleich einmal. Also jetzt schon mal, das kann man umdrehen. Oh, hi. Hey, sie. Hallo? Ja, die meine ich nicht. Du bist... Ach, ist das nicht der allererste Tutorial-Boss? Hallo? Ja, wie jetzt? Ich glaube, wenn ich so einen Aluhut auf, ob der auch nicht mehr aussehen, aber... Den nehme ich halt dann. Aua. Oh, der macht Fame Schaden. Hab mir frech, dass er... Boah, leck mir frech, dass er lacht. Das hat gut kassiert. Du Arschloch! Keule des heiligen Bollwerks. Wolle kann jetzt Morgenstern oder was? Ja, kann ich natürlich nicht dran, weil ich keine Agilität nicht habe. Aber gut, brauchen wir ja jetzt aktuell auch nicht. Da spielen wir ja keine Agilitätswaffen. Okay. Weil der andere hat richtig viel Seelen gegeben. Ich wollte es gerade sagen.
Also jetzt halt natürlich ein bisschen unglücklich, weil wir gegen den anderen Dicken da schon so viel Heilung braucht haben, gell? Aber ist okay. Okay, da unten wird es wahrscheinlich nichts geben. Da läuft auch wieder sicher umeinander. Die Heavy Hand schön mit deiner Armbrust. Da kommen wir wieder aus dem Reich der Toten zurück. Okay. Wo geht's nur auf? Okay, das Gebiet ist halt wirklich sehr, sehr weitläufig, gell? Oh, da haben wir was. Zerschlagungsheilung. Was auch immer das ist. Du dumme Sau mit deiner scheiß Armbrust. Ja, wow, und jetzt? Häng ich da fest. Super Sache. Ja, okay. Ich hab keine Ahnung, was da hingeht, aber gut, werden wir aus. Oh, da ist wieder so ein dicker. Okay, er stöhnt. Das kann er. Flauschig. Absolut flauschig. Also, von der Optik meine ich jetzt. Jetzt haben wir auf der anderen Seite, wo wir vorhin abgebrochen haben. Da kämpfst du mir gegen was, du Arschloch. Seht ihr, da haben wir nämlich vorher gnadenlos eingebrochen. Resch Messas Schwert, was? Schwert? Ja, das hätte auch keine schlechten Werte, nicht für das, dass es auf Stufe 0 ist, aber es skaliert halt leider nicht wirklich gut mit unserem Bild. Aber okay. Ja, nice. Bisschen Backtracking betrieben sozusagen. Let me see. So, da müsste jetzt da unten dann weitergehen, oder? Entweder da. Na, warte mal, von da haben wir ja gekommen. Von da haben wir gekommen. Schmarrn, dann müssen wir da oben dann. Genau, weil da haben wir die anderen noch umgepimmelt. Da ist ein Gitter. Ah, was du im Reich der Toten rein kannst. Okay, ja gut. So, was ist jetzt da Phase? Jetzt haben wir da ja Rom. Ah, das ist wieder ganz am Anfang, wo wir hergekommen haben, noch ein Boss. Jetzt haben wir auf der gegenüberliegenden Seite sozusagen. Ja, okay, nice. Da haben wir eine Erinnerung, das schauen wir uns gleich an. Gehen wir erst einmal da durch. Reifen der Schuya-Harmonie. Was ist denn das schon wieder? Nach dem Zauberspruch verursachen eure Zauber für kurze Zeit erhöhten Schaden. Durch das Wirken von Zaubern verschiedener Schulen wird dieser Effekt noch verstärkt. Okay, das ist was für Zauberer. Ist also für uns quasi irrelevant. Okay, ich vermute mal, dass dann da... Geht's da weiter? Möglicherweise. Okay.
Halt's Maul! Mei. Halt doch die Klappe! Ich finde es äußerst unflauschig von einen Gegnern, dass ihr während einer Lore-Hintergrunderfindung oder Findung, so muss ich sagen, da einfach ständig dazwischen grätscht. Achso, das ist immer dasselbe, ja, okay. Ja, gut, okay. Ich glaube, ich weiß schon, wo man da dann hinkommt. Da geht's dann einmal rundum. Also das, wo wir gerade gesehen haben, wo ich meine, wo es weitergeht, da kommt man wahrscheinlich ja hin, wenn man über den Sumpf gerade drüber geht, da wo man vorher quasi schon fast gewesen war. Okay. Ja, es ist Sonntag, da wird nicht rumgeschrien. Ist mir scheißegal, ich schreibe, wann ich mag. Also ich mal sage jetzt mal so, ich spei die Spei, da wo es um Kreuzritter geht. Hey! Ich glaube. Mit Zielsucher, du dumme Sau! Genau, ich glaube, an der Heiligkeit meine ich, ne, der Zug ist bei mir, glaube ich, auch angefangen, wo es das angeht. Ne? Mir wundert es dass mich noch kein Blitz nicht drauf hat während dem Streamen. Ne? Du möchtest auch schreien? Ja, bitte schön. Ja, gut. Wir haben jetzt soweit mal alles da, glaube ich, alles erkundet. Jetzt gehen wir nochmal an die Lampe. Werden wir aufwerten, holen uns unsere Heilungen zurück. Und dann gehen wir Richtung Sumpf wieder. Da gehen wir wieder auf die andere Seite. Und ich glaube, dass wir dann da rauskommen tatsächlich. So, erstmal ruhen. So, bin kurz in der Kirche, muss mich ums Fleisch kümmern. Cartman tun sie dieses. Fleisch ist wichtig. Ne? Wichtiger ist wie das, was ich da betreibe, auf alle Fälle. So. Gehen wir nochmal einmal in Vitalität mit 24 haben wir dann, glaube ich, gut bestückt. Und dann gehen wir nochmal auf Ausdauer, damit wir da auch nicht allzu stark vernachlässigen. Ich glaube, ich kann keinen Sonntag. Was? Ich glaube, die kennt keinen Sonntag. Ja, ich glaube auch nicht. Leute, wie taugt denn das Gebiet? Was sagt das dazu? Gut. Ja, genau, lauf du mit der Geatlock und das ist gut für uns. Ha, du springst auf, ich spring runter, du Trottel, du. War natürlich geplant. Also der steilste Sepp ist auch wieder, die haben auch wieder am Start, der ist eh klar. Wie ist er denn jetzt? Zipfjadern. Kollege Schnürschel. Okay, doch. Es ist so, jetzt kommt man gerade jetzt erst, das ist eigentlich, das, Moment. Das ist eigentlich richtig gemein, der Bait, der läuft auf Steiznummer dumm, ne? Und dann denkst du, ja passt, die schlage ich aber von den Steizen, dann rennst du da hin, wo der steht und dann saufst du gnadenlos ab, weil du da nicht stehen kannst. Das ist schon richtig geschert eigentlich, so im Nachhinein betrachtet, ne? Wie schon mal gesagt, ich finde das Dungeon Design super gut. Ja, definitiv. Dunkel, düster, lauter Gift, ich meine, da brauche ich meinen nächsten Urlaub. Viel Spaß. Viel Spaß. Mein Segen hast. Mit deinem Putzen, du Rissel. Triostein, Trio. Ja, okay, den los jetzt einmal gelten. So, wir wollten mal da weiterschauen. Du dumme Sau, du, oder was auch immer du bist, keine Ahnung.
Schauen wir mal, ich vermute mal, dass es so weitergeht. Mindere Feuersalze. Oh, ist dieser Hinweis? Ja gut, okay, wir haben ja vorher in dem ganzen Gebiet schon Feuersachen gefunden. Also ich vermute mal, dass man... Dass da generell jeder Gegner auf Feuer anfällig ist. Boah, leck, das ist halt... Ja, boah, leck, das ist halt schon spooky, gell? Weißt du, du leichst da mit deiner Lampen, da leichst du so umeinander. Das kann schon so ein bisschen Medicine sein, ne? Dann leichst du so und auf einmal, wupp, steht da einer. Jetzt ist die Frage, ist das ein NPC oder ein Gegner? Aber das schaut eher, der leicht so komisch, ich glaube, das ist eher ein NPC. Jetzt pass auf, den schauen wir uns einmal an. Den schauen wir uns einmal an. Pilla, hab ich dir, grüß dich Gott. Was ist bei dir? Bist du Freund oder? Ah, du scheinst freundlich zu sein. Here you are again. If having your eyes open to the Umbral Realm hasn't driven you mad yet, then maybe you'll endure. Although you never really get used to it. You just learn to balance on the edge and ignore the whispers telling you to jump. Ach, den haben wir im ersten Stream, glaube ich, schon mal entdeckt, Kurt. I came to Mornstead once, a long time ago. I made a mistake, but now I'm going to put it right. I came to Mornstead. I made a mistake. Der hängt da nur zur Deko. Ja, ich glaube, ich will meinen auch. Den haben sie hingebackelt zwischen Landschaftsbild. Fucking Bambus. Dieses Gebiet ist so groß! Ja, natürlich stehst du jetzt auf, oder? Du Haumdauer. Alles bestens, danke, danke. Jetzt halt die Klappe, du Mensch. Und bei dir ist easy, Lords of the Fallen ist der Run für dich, oder? Also erstens mal schön, dass der gut geht, bei uns passt alles. Und meinst du jetzt, ob es mein erster Run ist, oder... Falls das deine Frage ist, ja, das ist mein erster Run. Oh hi. Wo haben wir jetzt da wieder? Boah, leck, das ist halt alles so weit... Warum hängen denn die da alle? Oh, es ist ein Bossgebiet? Ah, der Bossgebiet ist, glaube ich. Ja, wobei, nein, das ist kein Bossgebiet, weil da gibt es nämlich boah, leck, ich weiß überhaupt nicht, wo ich gehe. Ich verstehe die Frage nicht. Ah, da steht wieder so ein Stelzendepp, da schon her. Halt's Maul, du kannst den nicht damagen, wenn der auf Stelzen steht. Ach, den kannst du aber auch nicht. Anwinkel des Schuljahrstreichers. Na, das war darauf bezogen, weil das bei dir so einfach aussieht, wie du das machst. Glaube, wäre schon gefühlt 476 Mal gestorben. Das ist tatsächlich so. Es schaut einfacher aus, wie es tatsächlich ist. Das liegt aber daran, dass ich 15 oder 20 Jahre Erfahrung mit solchen Spielen habe. Für mich ist die Mechanik ja immer dieselbe. Ne? Aber... Boah, leck, ich hab's so geahnt, dass das overkommt. Das ist reine Routine und reine Erfahrung. Das kommt alles mit der Zeit. Was er immer wieder jetzt getroffen hat? Alter, wie viel gibt's denn jetzt da für euch? So. Auf alle Fälle ist da eine Lorte, die werde ich mal aktivieren. Für alle Fälle. Da hinten gibt's Seps. Oh! Ja, Gigi.
Aha. Ja, okay, massiv versemmelt. Au! Nein, nicht durchzuhören! Okay, Kamera ist gerade mein Endgegner. Okay, GG. Okay, es gibt einen zweiten Punkt, der wohl in dem Spiel ein wenig massiv ungut ist. Das ist Avisieren. Avisieren in dem Spiel ist auch nicht unbedingt das Gelbe vom Ohr. Dummes Arschloch da dahinter. Jetzt haben wir zumindest halbwegs voll kalt. Mit halbwegs meine ich eigentlich ganz. Ja, ich versteh die Mechanik von dem Boss. Ich verstehe die Mechanik von dem Boss. Okay. Es ist aber kein Mainboss, es ist einfach nur ein Zwischenboss. Ja, das sieht man auch, dass du sonst eine Erfahrung hast, deswegen denkt man das einfach. Ja, das, wie gesagt, das kommt aber alles bei Learning by Doing. Das ist alles, wenn du da mal drin bist in die Mechaniken, wenn du mal weißt, wie was funktioniert, dann geht das alles leichter von der Hand. Aber klar, natürlich schaut das auf den ersten Blick einmal ziemlich einfach aus. Was tatsächlich aber halt nicht ist. Und Yui habe ich die regressiert. Ja gut, es war jetzt natürlich auch für mich ein bisschen blöde, weil ich war ja in der Welt der Toten schon unterwegs, weil sonst hätte ich ja den NPC gar nicht treffen können. Ne? Also ich war jetzt quasi von vornherein schon so ein kleines bisschen gehandicapt. Allerdings muss ich dazu sagen, dass du den Boss anderweitig gar nicht, glaube ich, töten kannst. Weil du musst, so wie ich das gesehen habe, musst du aus der Schale ausziehen, damit du critten kannst. Ja, was war mir jetzt? Du bist da oben fest. Ja, perfekt. Easy. Und wenn du doch einmal daher kommst. Gar nicht. Ja, dann lädt mich halt der Most um. Zeit, wie ich das gesehen habe. Ja, Moment, jetzt schauen wir aber da nochmal, gell? Da war es nämlich in eine andere Richtung auch noch gegangen. Hallo. So. Nimmst du jetzt noch oder was da? Ich hab nicht gesagt, Mülleimer auf, Fixletten. Wenn du was. So, da hinten haben wir hingegangen, ne? Da war der Boss. So, und was ist jetzt da Phase? Da ist das zweifelhaft aus da. Schwacher Kraftschädel.
da haben die da hergekommen vorher, die ganzen Rollmöpse da, oder was das war. Bebender Kraftschädel? Hoppala. Schwacher Kraftschädel. Da ist Loot drin. Okay. Oha. Ja, da wird es wahrscheinlich weitergehen. Denk jetzt mal. Interessant war, ob es Bosse in dem Spiel gibt, die du in der Welt der Toten bekämpfen musst. Falls ja, dann war das schon krass. Kann ich dir jetzt aktuell noch nicht sagen, aber ich sag das ganz ehrlich, wie es ist. Ich kann mir das vorstellen, dass das kommt. Dass du irgendwann einen Boss hast, den du nur im Reich der Toten wirklich bekämpfen kannst. Ja, sagst du, da haben wir nämlich eh schon so weit. Du musst da in das Reich der Toten, sonst kannst du da unten gar nichts tun. Ja gut, werden wir jetzt mit dem OSF nicht. Da gibt's auf alle Fälle Licht. Ah ja, und da ist wieder das dumme, komische Viech, oder? Okay, mit Feuer kannst du den im Mottenviecher ganz schön gut beikommen. Grünen Ring. Okay, was macht der? Erhöht Widerstand gegen Gift. Okay, in dem Gebiet auf jeden Fall nützlich. Kokon der Verzweiflung, Schwächungssatz. Boah, leck, jetzt hätte ich fast nicht gesehen. Okay, wo haben wir jetzt wieder? Da ist der Steizenheini. Ja, dann kennen wir schon wieder halbwegs aus. Morni. Nur noch mal schnell luren. Da war der Boss vorher, meine ich, gell? Ja, dadurch war der Boss, okay, verstehe die Frage schon. Da haben wir aber irgendwo ein Lot da oben getreten, oder? Wait a minute. Da, Mann, haben wir ein Lot da oben getreten, oder? Ich bin ja nicht blöd. Ah, Moment einmal. Ah, wir haben einen Shortcut. Okay, ja nice. Das ist die Lorte da. Okay, perfekt. Dann brauche ich nicht mehr den ganzen Weg außen rumrennen. Das ist gut für uns. Dann rennen wir nochmal schnell zurück und Laternen. Ja, okay. Nice. Moment. Können wir schon. Bis zu seiner Zeit. Okay. Ich verstehe die Mechanik vom Boss stirbt. Ja, das war. Ja. Das ist ebenfalls, ne, für Soul-Spieler vorhergesehen, immer wenn man dann als Soul-Spieler was rausgefunden hat und man weiß, wie es geht, dann stirbt man. Immer so. Okay, das kannst du da vergessen.
Das grintige Arschloch da, das wo vor dem Baumstamm reinkommt, der trifft mich halt wirklich immer so, dass ich mindestens schon mal eine Heilung verbreseln muss. Diesen die da. Griblack. Was haben die da eigentlich alles für einen Scheiß hier drin? So, nochmal. Weil der so saudumm umeinander rennt da, gell? Da gehen wir her jetzt. Arschkeibe. Da kommt dann jetzt da einfach gesprungen, oder? Wahrscheinlich. Oder eh wieder nicht. Hey Charlie, wie schaut's aus, Hund? Hast du Bock? Ich meine, ich wurscht, ob du Bock hast, ich schieß dir einfach an. Ich genieße das richtig, da ich mir mit einer Armbrust durch die Gegend schießen kann. So, jetzt nutzen wir gleich mal den Shortcut. Okay, den muss ich ausschalten, da weil sonst... Magst du sterben? Ja, jetzt bin ich natürlich auch wieder vergiftet, ist eh klar. Muss so jetzt wieder weg da mein Giftheilungs-Item, oder? Das ist jetzt auch nicht der Ernst. Okay. Ja, Giftwiderstandsbalsam, so. Okay. Und genau, da ist dann weiter. Da geht's dann quasi weiter und dann, ja. Da komme ich dann nur um mich. Okay, du musst den Boss da hinten auf jeden Fall im Reich der Toten bekämpfen, anders geht's nicht. Erst einmal die Viecher ausschalten, die wo ständig irgendwas casten. So, und jetzt reden wir mal Klartext. Ich stehe nicht mal gerade her. Ja toll, jetzt geht der da umspazieren und ich kann halt nichts tun, oder? Das war dumm. Ja, ist klar, weil vorher machst du ihm halt keinen Schaden nicht. Das ist eh klar, weil der hat sein Fotzen ist halt aus Stor. Das heißt, wenn überhaupt, machst du ihm von hinten Schaden. Der hat mir gerade irgendwas eingefroren.
Da machst du ihm halt Schaden dann. Okay, bis er seine Klappen wieder zumacht. Okay, ich sehe, what it is, man. Well, let me move. Okay. Ich muss auf alle Fälle mit meiner Laterne die ganzen Dinger da looten, damit ich wieder quasi eher aus sich auserziehen kann, so mäßig, ne? Ich müsste halt noch heute mal irgendwie da aufverlocken. So per se ist der Boss nicht schwer. So der Geduldsspiel, so ein bisschen. Ripsi, ich lese gleich. Ah, perfekt. Na! Jetzt hab ich nicht aufpasst. Fuck. Oh, der Boss war gar nicht so schwer. Das ist einfach ein reines Geduldsspiel, mehr ist nicht. Mal, wenn ich mit Souls nicht viel anfangen kann, aber das schaut schon sehr, sehr nice aus und werde ja fast zum Holen probieren. Zum Holen und probieren. Ja, bei Lords of the Fallen, also ich bin mir momentan nicht sicher, ob ich einen Anfänger. Ist Spawn da? Okay. Ich bin mir jetzt nicht wirklich hundertprozentig sicher, ob ich es einem Anfänger empfehlen kann. Ich darf fast eher sagen, bisher eher nicht, weil das Spiel... Ach, Moment einmal. Warum steht der jetzt... Ach, das ist wieder online. Ja, okay, passt schon. Das Spiel... Ich darf eher sagen, es ist nicht Apps für einen Souls-Anfänger, weil du hast teilweise schon sehr viele Gegner auf einmal. Und es fühlt sich an mancher Stelle noch ein bisschen clunky an. Also, wenn du in Souls-Genre einsteigen willst, fang mit Elden Ring oder Dark Souls 3 an, tatsächlich. Also, aktuell darf ich nicht sagen, dass Lords of the Fallen ein gutes Einsteigerspiel ist. Es ist, es haben schon Passagen dabei, die wo schon gar nicht einmal so ohne Hand. Jetzt muss ich ihr auch komplett nicht am Arsch. Beziehungsweise, ich habe da eher momentan so den Eindruck, die Bosse haben per se weniger das Problem, sondern die Wege zu den Bosse, die haben das Problem. Das ist mehr so ein bisschen wie in Demon's Souls gehalten. Da wo die meisten Bosse eigentlich kein Problem nicht haben. Also eher Elden Ring zuerst, ja. Du hast in Elden Ring einfach viel mehr Möglichkeiten, du kannst da viel besser Zeit lassen, du kannst dir in Ruhe umschauen, du hast ein riesen Early-Game-Gebiet, wo du dich stundenlang aufhalten kannst. Du kannst in Ruhe lernen, wie die Steuerung funktioniert, wie die Mechanik in einem Souls-like ist.
Du hast in Elden Ring einfach viel mehr Möglichkeiten und du hast auch viel mehr, sage ich mal, mehr Gegner, die wo da viel mehr verzeihen am Anfang. Also wenn du ins Souls-Genre einsteigen möchtest, da tatsächlich eher Elden Ring empfehlen. Zumal muss man halt auch dazu sagen, du kriegst für dein Geld, wenn du dir Elden Ring kaufst, ich weiß nicht, wie viel es momentan kostet, das war vor kurzem im Sale für 40 Euro, keine Ahnung, ob es immer noch 40 Euro kostet oder ob es wieder aufgegangen hat. Du kriegst halt verdammt viel Spiel für dein Geld. Gibt es da nicht die Möglichkeit, erst mit nur Story zum Spielen? Bei Lords of the Fallen meinst du jetzt? Wi-Fi? Oder was genau meinst du jetzt? Ja? Okay, here we go again. Weißt du, der Boss an und für sich ist wirklich nicht dramatisch. Hey, du nervst mich mit deiner Eiferei, so das wisst ihr. Knapp. Das ist ein reines Geduldsspiel, mehr ist es nicht. Sorry, also ich lese den Chat gleich wieder, aber ne, sagt es eh, ich bin gerade ein wenig konzentriert. Keine Ahnung, wo du hinmachst, oder? Der ist jetzt fein. Oh, leck. Querei, okay. Mei, jetzt bleibe ich an der scheiß Ding da hängen, mich zu verarschen, oder was? Okay, ich muss jetzt erst mal warten, bis der Debuff abläuft. Okay, Debuff ist weg.
Fuck. Ah, das ist dumm, warte mal. Ja, was denken wir denn auch dabei? Das war jetzt dumm, was ich da gemacht habe. Okay. Also mal schauen, dass ich eben da irgendwie herlock. Ja, ich Vollidiot, ich hätte halt vielleicht einmal meinen Feuerbuff nutzen können, gell? Ja, ich möchte, dass er da aufkommt, damit ich da unten das looten kann. Ah, perfekt. Ja, genau, und das kann ich jetzt eben nicht, weil... Noch. Oh, jetzt geht's um einen Hit nicht aus. Are you kidding me? Oh Gott. Oh, der war so leicht. Generell Story Mode bei Souls Games und ist nicht im Game Pass als Elden Ring. Oh, Elden Ring glaube ich ist nicht im Game Pass, keine Ahnung. Aber so gesehen, es gibt, also Souls Game Story Spiel an und für sich per se gibt es so nicht. Also die Story bei einem Souls Spiel bleibt eigentlich immer so ein bisschen auf der Strecke. Du laufst halt von einem Gebiet in das andere und killst halt einen Boss um den anderen und dann irgendwann bist du halt beim Endboss, so auf die Art. Klar, du kriegst schon ein bisschen ein Lore auch mitgeliefert, so ist es nicht, aber ey, wo wärst denn da, du fetter Hurensohn, ständig hergemacht. Du gehst mal auf den Sender, ehrlich wahr. Aber so gesehen bleibt so die Story beim Souls-like eigentlich immer so ein bisschen auf der Strecke. Bei Elden Ring kann ich sagen, mach Limgrave komplett fertig, alle Orte erkunden, alle Höhlen und Katakomben etc. und erst dann nach Schloss Stromgleich. Ja, genau. Genau das, was der Verb sagt. Schau dir in Elden Ring, also jetzt für die Leute, die in Souls-Genre einsteigen möchten, schaut euch in Ruhe in Elden Ring in Limgrave um, macht die Dungeons, dann levels schon recht gut hoch. Fangt vor allem, was ich gar empfehlen kann, mit der Samurai-Klasse an. Da kriegt ihr nämlich von Anfang an eine Waffe, die Blutungsschaden hat. Und Blutung ist in dem Spiel, glaube ich, nach wie vor ziemlich OP. Also mit der Samurai-Starter-Klasse habt ihr schon relativ gute Rüstung für den Anfang. Und ja, wie gesagt, Elden Ring, da die jetzt sagen, ist, glaube ich, eins, wenn nicht das beste Game, um ins Souls-Genre einzusteigen. Da die so. Werden wir nächstes Jahr, abgesehen davon, einen Platin-Run wahrscheinlich. So, aller guten Dinge. Wisst ihr eh, wie es ist. So, was ich jetzt noch nicht brauche, ist Munition. Ich schaue mir, wie viel, dass ich den Deppen dann mit Feuer mache. Ich los jetzt einmal lenken. Ah, da ist noch einer oben. Fuck. So, erst einmal das Gewürm alles weg. Okay, er ist jetzt herum, der kümmert sich um seinen Späßel, das ist gut, dann kann ich wieder rund meine Seelen wieder nehmen.
Ach, du hast dein Scheißhaus scharf gemacht. Mei, wer redet denn? Boah, leck, das triggert mich jetzt gerade so hart. Ich weiß zwar nicht, wo du jetzt herkommst. Aus was für ein Nest, das die jetzt entlassen haben, aber... Okay, muss man... Jetzt fängt der Sprinten an, aber mich zu verarschen, oder was? Okay, da habe ich alle, da rundmann habe ich auch alle. Aber dahinter noch nicht alle. Jetzt ist er ganz herum, okay. Fein. Oh, hey. Ah, da hinten ist noch, meine, oder? Ja, da ist noch. So, jetzt haben wir die Ladungen auf alle Fälle wieder voll. Da, wo ist der Boss jetzt? Ah, du bist offen für Scheißhaus, das geht ja nicht. Okay, wir leider wieder zu, das ist schlecht für uns. Geh du da mal wieder runter, da herum haben wir keinen Platz. Charlie, komm. Müssen wir ein wenig warten. Ja, glaube ich, können wir. Blutung geht gut. Also damals ist in Elden Ring Blutung heftig gewesen. Ich habe einmal mitgekriegt, das ist zwischenzeitlich einmal ein bisschen genervt worden, aber wie gesagt, wenn du in Elden Ring anfängst, Samurai-Klasse, hast du sofort eine Blutungskatana. Das geht einem schon gut. Und dann Limgrave einfach komplett machen, dann bist du eigentlich fein. Schau gerade wieder zu. Habe ich noch auch so einen Kokon, den ich da ploppen kann? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Scheiße, dann kann ich nämlich jetzt nicht mehr aufziehen. Blöd. Da kann es wieder aussehen. Ja, blöd, müssen wir so schaffen. Komm over. Na komm. Das ist halb so schlimm.
Ja, fein. Nicht. Nicht fein. Mach's nicht. Geh weiter jetzt, Kim. Ja, dankeschön. Ja, Herrgott, Seele. Zeit ist one. Atrex habe ich dir, danke. First try. Ja, auf YouTube First try. Das ist sowieso. Ja, der Boss ist nervig, ja? Der ist nervig, aber nicht schwer. Das ist das nächste. Oh, da geht's weiter. Ja, jetzt das erste, was ich jetzt brauche, ist einmal einen Samen zum Pflanzen. Ein Setzling oder so. Oder irgendeine Laterne, wo ich jetzt mal rauskommen kann. Wir haben mal, oh, holy shit, wir haben 19.000 Seelen. Freunde der Sonne, ich sag's Ihnen ganz ehrlich, wie es ist. Reinigender Balsam, okay. Munitionstasche, okay, oh, da ist ein Lordan, perfekt. Okay, die Lordan muss man ja irgendwie irgendwo zurückführen, oder nicht? Hier haben wir jetzt wo? Wo sind wir mir jetzt? Da. Hä? Wo haben wir denn jetzt? Ach, wir haben da! Ah, okay. Ja, perfekt. Das ist nicht mehr. Ja gut, dann geht's aber dann wahrscheinlich da auf zu weiter, wenn ich mich nicht alles täuscht. Schauen wir uns gleich an. Atrex, alles fit bei dir? Schön, dass du einer schaust. Ja, der war zag. Also was heißt zag? Er war nervig, okay? Er war ein bisschen nervig, aber... Holy shit, das sind aber... Wow, holy fucking damn. Das sind sauerhafte Aufstiege. Nehmen wir so mit. So, wir haben ja irgendeinen Hammer haben wir gekriegt, ne? Knüppel des Glaubens, den kann die jetzt sogar spulen. Boah, leck, was der Schaden macht, holy shit. Und der ist nicht mehr aufgewehrt. Haben wir mit den gekriegt? Na, oder? Den haben wir gekriegt. Macht der Hingabe, glaube ich, oder? Das haben wir gekriegt. Na, Schmarrn. Präzisionshammer, der war's. Der braucht aber 10 Agilität, also 2 mehr. Aber der skaliert halt scheiße. Und der macht halt eigentlich nicht wirklich fest Damage. Der hat aber irgendeinen Zusatz-Damage. Ich weiß nicht, was das ganz rechts ist. Ist das Gift? Kann Gift sein, 80G. Aber Knüppel des Glaubens, warte mal, den möchte ich mal schnell ausrüsten. Wolleck! Ja, der darf fetzen. So, wo? Fetzen da er. Aber bist halt ein bisschen langsam damit. Okay. Ja gut, da schauen wir nochmal schnell auf. Vielleicht gibt es noch was zum Finden. Normalerweise nicht. Wenn wir uns eigentlich umgeschaut hätten. Aber dann war ja das eigentlich ein optionaler Boss sozusagen. Das ist der Schnitzelclub von 9000. Plus 1. Okay. Aber noch wieder aufverloren.
Achso, und das Viech ist dann irgendwie in den Bossraum reingekommen, okay. Ah, gut, da haben wir noch wieder aufgegangen. Da geht's natürlich weiter. Rosenkranz, der Vorhut-Baros. Was ist denn das? Irgendwas stopft da noch. Ah, da kommst du aus dem Reich der Toten raus, okay. Stock und Stein brechen gegen das Gebein. Ganz genau. Also das ist der Stelzensepp. Okay. Aber sonst gibt's da nichts mehr. Ja, aber was war denn das für ein Drum, was ich da jetzt gefunden habe? Ein Wurzelklumpen. Rosenkranz ist... Ach, da ist er, das war aber... Ein Rosenkranz, der einst Baros Vorhut der dunklen Kreuzritter gehörte, verbessert euer Strahlen um mehr Einsätze. Hä? Okay, und was kann ich jetzt damit da? Nix anscheinend, oder was? Okay. Was wir auf alle Fälle jetzt dann auch mal notieren, ist, wir schauen mal nochmal in unsere Festung zurück. Das kann man eigentlich gleich, aber da gibt es jetzt scheinbar nichts mehr. Dann geht's da hinten weiter, wo wir vorher waren, da über die Klippe auf. Wir schauen mal, ob uns unser Capo, der wo uns am Anfang dazu auserkoren hat, die Mission zu machen, ne? Der mit dem großen Hut. Schauen wir mal, ob wir mit dem irgendwas interagieren können. Weil der hat uns ja schließlich auch den Rosenkranz gegeben. Vielleicht kann der mit dem Rosenkranz irgendwas anfangen. Und dann schauen wir da oben in dem Gebiet noch ein wenig weiter. So. Schauen wir mal. Let's have a look. So, der Capo ist da dahinter, meine. Wo er hin? Na? Ist der Gang jetzt zu, oder was? Tatsächlich. Oder bin ich jetzt blind? Moment einmal, ich bin jetzt auf der falschen Seite. Das kann natürlich auch möglich sein. Wir müssen da raus. Ich wollte gerade sagen, hä? So, Charlie, was ist mit dir? Blutiges Aspergil übergeben. While even the handling of such items is objectionable, all facets of this heterodoxy must be exposed. Ja, okay, was habe ich jetzt noch davor? Buch der Sünde übergeben. While even the handling of such items is objectionable, all facets of this Rosenkranz der Hä? Vanguards are well versed in infiltrating secluded and hostile territories, and Mondstadt is certainly both. Let the presence of this rosary serve as a reminder to you that wherever sin may fester, it will always be found and expunged by the Dark Crusaders. This land is overflowing with sin, so I expect this undertaking to offer you. Also, say nothing of this to Pietà or the Fidelis captain. They are already conflicted. Troubling them further only endangers them and our mission. Schrift des Heiligen. Alter, was kann ich denn dem alles geben? Ich weiß nicht, wie ich das Zeug aufgesammelt habe. While even the handling of such all facets of this heterodox. Two fellow crusaders accompanied me to Mondstadt. One, a paladin who sacrificed himself to facilitate your resurrection. The other, a harrower who revealed herself to be an apostate and thief when she stole the apparatus with which I am able to converse with the Council of Overseers. An apparatus I would see returned to me by your hands. Harrower Dervla can be found in the tenebrous bowels of the mine, a fitting place for one who has turned her back on Aureus light. Whatever poisonous lies Derva may spit at you, heed them not, for they are nothing but the foul blasphemies of a fallen knave.
If the abominable Rogar and heretical sentinels were not already reason enough to demand Mornstead's cleansing, consider those feculent savages who wallow in that swamp. For there is no place within Aureus light for Ja, such den Sumpf habe ich schon beasts. festgestellt. Death is a merciful release in the face of such a loathsome existence. You serve a higher purpose, Crusader. Ach so, und da, wie jetzt? Und dann schalte ich neue... Schalte ich quasi neue Waffen frei, oder was? Ich hab keine Ahnung, was uns das jetzt Strive in gebracht hat, aber okay, Hauptsache wir haben es in mit light mitgenommen. walk. So. Ja gut, okay, ich kann da jetzt scheinbar nicht mehr da. Dann schauen wir mal weiter. So, wir müssen mal wieder ins Moor, I guess. Ja. Gut, gehen wir noch mal auf die Klippen auf. Ah ja. Ich muss sagen, das Gebiet ist nicht ganz so garstig wie das letzte, aber dafür sind die Gegner ein bisschen garstiger, ne? So, jetzt springt der andere Zipfjahre bestimmt gleich wieder auf, oder? Wenn du da verkommst, komm ich oben, ganz einfach. Gut, warum ich jetzt gegen den kämpft habe, weiß ich nicht, weil da muss ich eigentlich gar nicht hin. Brauche eigentlich nur ins Reich der tun und dann da aufsteigen. So. Ja, dann muss da oben quasi weitergehen. Jo, ja, habe ich der. So, und ihr möchtet mir jetzt sagen, ihr hupft mir da einfach gnadenlos nach, oder was? Aber die denkt sowieso weg. So, da mal aus dem Reich der Toten auf jeden Fall. Hi. Dezent in die Luft geschlagen und dann... Okay. Wow. Easy. Ja gut, das war jetzt nicht so wirklich elegant für mich, aber okay. Weil das muss auch mal sein, ne? Armbrust schützen, ja tolle Wurst, die hole ich schon. So, wir haben mal festgestellt, da unten geht's muss irgendwie weitergehen.
So. Da geht's scheinbar dann auch nicht weiter. Hä? Ja, das ist ja, da waren wir aber schon. Wo geht's denn da jetzt dann weiter? Check nicht, wo man mir. Hä? Okay. Mein Gott, jetzt ist da so ein Haumtaucher oder was? Mein Gott. Oh, ist ja gleich so. Okay. Ich habe jetzt gerade nicht so wirklich einen Plan, wo wir mir hin müssen. Wir haben ja doch vorher den anderen da gefunden gerade. Vielleicht geht's da irgendwie weiter. Schade, dass Lords of the Fallen seinen Style verloren hat, aber wisst ihr sonst, was meinst du mit Style verloren? Spiel an und für sich ist sehr gut. Also ich kann nicht klagen. Es ist von den Gebieten her deutlich schwerer wie andere Souls-Spiele, aber die Bosse haben dafür bisher relativ einfach. Map, sowas wie ein Map gibt's in dem Spiel meines Wissens noch nicht. Beziehungsweise halt nur so einige Nichtsagen, die Map. Ah, doch, ich glaube, ich weiß, wo es weitergeht. Wir haben ja vorher irgendwo so ein riesige Feuerding gefunden. Und da geht's irgendwo weiter. Aber ich muss schauen, ob ich da noch mal hinkomme. Kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht sagen, müssen wir jetzt schnell rausfinden, weil ich den Kopf jetzt nicht mehr, den Weg nicht mehr so wirklich im Kopf habe. Das Gebiet ist halt leider sehr, sehr groß, ne? Aber ich glaube, das war, wenn man gerade aus da hinten durchrennt. Oder? Morgen geht's weiter. Ah, Jungs, kämpft's. So. Ja, übertriebene Dark Fantasy Style von Lord of the Fallen war mega. Zwar das Game sehr kurz, aber artmäßig sehr entsprechend. Also ich finde jetzt noch düsterer und noch dunkler als wie das Spiel kannst du das ja eigentlich schon fast nicht mehr. Also wenn das Spiel keine dunkle Atmosphäre nicht vermittelt, oder weiß ich es halt auch nicht. Irgendwas, aha. Ich wollte gerade sagen, irgendwas grunzt doch da so saublöd. Ja genau, da unten war das Item, da haben wir den Ring gefunden, genau, richtig, und dann geht's da hinter weiter. So, da ist wieder ein Stelzenheini. Das erste Lords of the Fallen. Das war auch cool, werden wir wahrscheinlich irgendwann auch im Stream spielen. Ich finde, mir persönlich taugt aber das bisher besser.
Aber das ist natürlich Geschmackssache, ne? Ja. Aber war finde ich, nicht schlecht. Faye haben es leider nicht so cool gefunden. Also es hat einige gegeben, die haben mit dem Spiel absolut nicht warm waren, wo ich nicht so ganz nachvollziehen kann, weil das Spiel per se eigentlich nicht schlecht war. Da sitzen wir auf alle Fälle ein Sitzling, ja. Weil wir haben zwei. Ja, da brauchen wir den ganzen Weg nicht nur einmal rennen. Dann haben wir auf alle Fälle da jetzt einen Setzling. Und mit dem wir uns mehr aufwerten. Ich glaube, wir haben da richtig. Da hinten ist auf alle Fälle ein Shortcut. Das heißt, wir müssen da auf alle Fälle mal ins Reich der Toten, oder wie sehe ich das? Ja, wenn es jeder schon alle rauskriegt. Ja. Reich der Toten nicht ist. Aha, wir müssen mal... Okay. Ja, kriegen wir hin. Ja, dann können wir da auf. Aber das hilft mir jetzt. Ah. Ah, dann können wir dann noch durch, okay. Ja, das Main Game lohnt sich aber, lasst das DLC liegen, ist nicht so toll. DLC ist, das, ja, das war nicht so gut. Verlorene Granate, vielleicht. Warte, vielleicht da was? Ah, okay, überdasht. Okay. Umbral-Auge des gleichen Schlechters. Okay, wir werden da hinten hin müssen, vermute ich, aber kann ich mal einen Shortcut irgendwie aufmachen? Ah, der hat nochmal einen Parasit. Stell die Frage schon. Noch mehr einen? Alter, wie viele Parasiten habt's denn hier? Ah, der hat da hinten drin, okay. Oh, das wird mir mal langsam. Oh, Alter, wie verhanden das? Das sind ungefähr alle.
Holy shit, Alter, wie viele Gegner da kommen. Okay. Leider gerade nicht wirklich eine Idee, wo man... Wie können wir denn dann da auf? Auch nicht, oder was? Sondern musst du irgendwie hinkommen. Ja, Leute, gibt's da auch nicht. Ah, da können wir aus dem rechten Ton aus, das ist gut für uns. Ah, da ist der Shortcut, perfekt, easy. Ja, okay, das macht's gleich einmal einfach, aber dann brauchen wir den ganzen Weg nicht nur einmal gehen. Klinge des Bleichen Schlechters. Ja, was ist das? MC? Ja, okay. Gut, zumindest haben wir den Shortcut. Das ist das Wichtigste gewesen jetzt an der Stelle. So, dann müssen wir mal schauen, wo wir weitergehen. Da auf wie können wir obviously nicht. Noch nicht, dann werden wir dahinter müssen. Und da auch nochmal ein Setzling her da. Ah ja, okay, da kommt der Boss. Ja, da kommt der Boss. Freunde, da kommt der Main Boss. Muss fast der Main Boss sein, weil da so ein Leuchtfeuer ist. Riesiges Areal. Okay. Dann schauen wir uns den Umbral da noch mal wegen um und dann schauen wir uns den Boss noch an. Habt ihr Bock? Ist noch wer da? Wer hat Bock auf den Boss? Ich verstehe die Frage nicht. Aber der Boss, auf geht's, go, go, go. Machen wir gleich. Ich schau mich da gerade noch schnell ein wenig um. Wurzelblumen. Ah, da schau her. Oh, das ist so ein Mottenscheiß-Viech. Stirb! Uah. Jetzt können wir natürlich wieder. Also. Mittlerweile bin ich mir, glaube ich, ziemlich sicher, wenn ich sage, dass Lords of the Fallen definitiv nicht für Souls-Einsteiger ist. Fallen ist, okay. Bin ich mir mittlerweile ziemlich sicher. Du hast schon teilweise heftige Gegnerhorden, die wo du da bekämpfen musst. Also, und jetzt können wir wieder auf das Dach laufen. Da schau her. Wenn du werden jetzt von dem Dach Lobby schubst, ich schwör's dir bei Gott. Schon kleine Wandersteinklub. Ja, tschüss dann. Nur mal alles looten, dann heilen, dann Breselfetzen ausdrucken und dann ran an den Boss. Ja, das, ja. Das ist genau das. Genau so machen wir das jetzt.
7777 Seelen. Freunde, ist dieser Zeichen. Gehen wir noch mit Stärke. So, und dann marschieren wir eben einfach straight durch. Und dann schauen wir uns den Boss an. Da muss man ihm einfach ein News sein, da hat noch nie was gefällt. Gut, dass mein Lords of the Fallen so schnell laufen kann. So, Freunde. Mainboss-Zeit. Lassen wir uns aufs Maul geben. Was hat der zweite halt? Okay. Oh ja, perfekt. Der verstummte Heilige. Ich vermute mal, du bist da feueranfällig, right? Boah, leck, ist der flink. Aua. Wie jetzt? Oh fuck, der kann sich teleportieren. Boah, das ist mies. Alter, wie viel Schaden macht der mit dem Pferd? Leck mich am Arsch. Wie jetzt? Du kannst auf dem Pferd nicht damagen, okay? Das? Ja, sein Waffen ist größer geworden. Hä? Boah, leck, ich weiß überhaupt nicht. Boah, leck, das ist mies. Ich sag halt überhaupt nichts. Ich weiß überhaupt nicht, wo der herkommt. Au. Oh, das ist so mies.
Oh, leck mich am Arsch. Das Teleportieren ist gemein. Oh, wow, ein Parasiten kriegt er scheinbar auch noch. Oh, leck mir am Arsch. Ja, aber ich finde, fürs erste Mal war der ziemlich clean. Der war ziemlich clean fürs erste Mal. Aber das Teleportieren in der zweiten Phase, das ist richtig mies, weil du überhaupt keinen Anhaltspunkt nicht hast, von wo er kommt. Zumindest habe ich jetzt noch keinen gesehen. Da müssen wir mal Obacht geben. Ich schaue mal, wie viel Schaden das der kriegt mit Feuer. Ob man den Feuer damagen kann. Das war eine interessante Info. Aber cooler Boss auf jeden Fall. Da sieht man es ja noch recht schön. Da kannst du den schön verfolgen. Bin mir nicht sicher, ob es mehr Schaden macht. Schon mehr Schaden. Nein, jetzt hab ich... Nein, fuck. Jetzt hab ich versehentlich kalt. Goddammit. Aua. Aua. Ah, es war jetzt bitter, weil ich mich verdruckt habe. Blöde Sau, du. Das ist halt, er kommt halt aus dem Nichts. Er kommt halt legit aus dem Nichts. Wie sollst du das dodgen? Ich muss rein auf Reaktion gehen. Das ist so mies. Ich muss rein auf Reaktion gehen. Ich hab keinen optischen Anhaltspunkt, von wo der Boss rauskommt.
Alter, was. Oh, leck mich am Arsch. Okay, der wird nicht einfach. Der wird nicht einfach. Phase 1 überhaupt kein Problem. Phase 1 ist easy. Aber Phase 2 ist reidig. Die ist reidig, wenn er sich einfach wenn er im Boden versinkt und du absolut keinen optischen Anhaltspunkt nicht hast, von welcher Seite der kommt. Ich muss momentan rein auf meine Reaktion gehen. Fire macht zwar ein bisschen mehr Damage, rentiert sich aber irgendwie unterm Strich nicht, weil der die meiste Zeit einfach nur in der Gegend rumreitet und dann verbrote ich quasi meinen Firebuff. Das, glaube ich, ist auf Dauer nicht... Ja, perfekt. Das, glaube ich, ist auf Dauer nicht wert. Der ist eine Hausnummer, ja. Birgit, danke für den Lurk. Wie gesagt, die ist easy. Was da sage ich, von wo er kommt. Da kann man es theoretisch sogar hinbringen, dass er uns nicht damaged. Ich weiß zwar nicht, warum ich da immer wieder hinschlage, aber... Ob man da vielleicht, das müsste man vielleicht einmal probieren, ob man mit der Armbrust aber schießen kann. Ah ja, der wischt mir aber... Oh, komm hey, nicht so billig. Der kriegt da Schaden. Nice. Aber... Nein, das ist...
Oh, leck mich am Arsch. Ach du Scheiße. Danke für die GGs. Holy shit, ey. Ich hab jetzt mit allem gerechnet, aber nicht mit dem. Ich glaube, am Ende des Tages war es mehr Dusel wie Verstand, aber... Keine Ahnung, ich hab's irgendwie hingekriegt. Aber der ist nicht ohne. Der Boss, der ist eigentlich nicht ohne. Die zweite Phase ist richtig mies, wo du einfach überhaupt keinen Anhaltspunkt nicht hast, von wann und von wo er kommt. Das halt, warte mal, vielleicht mal schnell erst mal aus dem rechten Toten raus. Es war Moment einmal. Sollten wir halt erst einmal die Erinnerung mitnehmen. In death, may you continue to shine as the radiant paragon you are in life. And may your dedication to our cause be remembered evermore. Die Andenken an den verstummten Heiligen. Ah ja. Läutert das Leuchtfeuer, ja, das machen wir jetzt mal. Das ist ja quasi unsere Mission. Schaut halt optisch schon geil aus, gell? Kannst nichts sagen mit den ganzen Partikeln, die wo da drinnen haben. Okay. Aber was soll ich jetzt machen? Interagieren kann ich da auf jeden Fall jetzt nicht. Ja, jetzt schaut es auf alle Fälle ein wenig freundlicher her. Abgesehen von den Riesenzombies, die wo umeinander rennen. Wo umeinander gerannt haben, besser gesagt. Ach, geht's dann da jetzt weiter? Probably. Hello, little friend. Do you want to play? I know some fun games. Are you hungry? What do you eat? You're smelly. Maybe I should give you a bath. Oh Mann, das arme Kind. Oh Mann, die Arme, die wollte mit dem Tier speien und das sind ja die Giftkröten da und dann ist sie gnadenlos vergiftet worden. Oh, da ist wieder unser Freund. Oh ja, das wird recht. Überreste des bleichen Schlechters. So. Der muss auf alle Fälle mehr aufwerten. Ja, machen wir es so.
So. I intended to see if the ones who inhabit this swamp might be potential customers, but they seem quite focused on heads, including the removal of them. So, I thought it best to keep my distance, in case they took a liking to mine. Not that many ever have with this face, huh? It's an odd light that burns in your lamp, friend. Of course, in the darkest moments, the only light you ever really need is the light of Aureus. He watches over his followers. He just does so in curious ways sometimes, that's all. Mir taucht irgendwie dem sein Mantel, das mit dem Schal, der wo da hinten aussieht. Hello again, friend. So, hast du was Neues? Ja. Okay, da kann man auf alle Fälle Feuersalze kaufen, das passt. Ja, das war eh vorher klar. Glückspfoten. Da haben wir noch. Ich glaube, von denen kaufe ich jetzt tatsächlich einmal ein paar. Weil ich glaube, ich werde dann offstream Aufwertungsmaterialien farmen, damit wir unsere Waffen weiter ausbauen können. Ich glaube, das war eine Idee. Hello, Okay. may your path be blessed. Beziehungsweise, warte mal, kann man bei dem aber ein wenig Stuff verkaufen. Hello Weil again, wir haben ja so viel Zeit doppelt und dreifach. Da wird das zum Beispiel. Weg, weg. Das sind normale Gegenstände, das lassen wir mal. So, Waffen haben wir jetzt, glaube ich, keine mehr doppelt. Auch nicht. Ja, ein paar Rüstungsteile werden wir doppelt haben. What the hell? So, die kommen weg. Das haben wir auch doppelt. Okay. Gut, dann schauen wir mal nach Himmelsrast. Nur schnell geschwind Dampfe, habe ich die hoppla, ich bin ins Gulaschkoma erwacht. Bin aus dem Gulaschkoma erwacht. Ja, du bist nicht der Einzige, der heute schon ein paar nicht gemacht hat. Das habe ich tatsächlich heute auch schon hinter mir. So, mir hat er irgendetwas Nice. In Radiance, Judgment. Nein, hat er nicht tatsächlich. Okay, er hat nur über den gleichen Stuff. Our Immaculate Lady will bring redemption. Schauen wir mal, können wir mir. Warte mal, was hat mir da vorher? Der hat 248 gehabt. 211 und die Axt hat gehabt 186. Die skaliert mit C minus und die skaliert immerhin schon mit C. Ich glaube, ich werde einmal der Gaudi halber. Warte mal, kann ich mein Schwert aufwerten? Nein, da gehen wir jetzt zwei so drüber ab. Oder? Ja. Ich werde jetzt wahrscheinlich die. Ich glaube, ich werde den Knüppel dann einmal auf und testen einmal. Ob der was kann. Tatsächlich. Weil der da jetzt halt, wenn ihn einmal aufwehrt, macht er. Also ich glaube, nach zweimal aufwerten macht der Knüppel schon mehr Schaden als unser Schwert jetzt. Es ist halt die Frage, ich weiß halt nicht, welche Waffen wirklich gut haben. So, das ist. Mit der Waffen per se, mit dem Schwert des blutroten Rektors fahren wir eigentlich aktuell nicht schlecht und wir fahren auch guten Damage. So meiner Erfahrung nach aus den Soul-Spielen haben oft die Startwaffen teils eine von den besseren Waffen, die du im Spiel generell kriegen kannst. Aber ich weiß ja nicht, inwiefern man das jetzt auf Lords of the Fallen ummünzen kann. Da muss ich mal schauen. Ich möchte jetzt nicht irgendwie etwas aufwerten, was uns dann später am fetten Scheißtrick weiterhilft. Was wir auf alle Fälle noch machen können, ist einmal schauen, bei dem Bossseelen-Heini, der ist da dahinter. Schauen wir so schnell an. So. So, da haben wir ein neues Auge gefunden. Geschwächte Gesundheit wiederhergestellt, wenn ein Feind mit einem verheerenden Angriff. Okay. Ja, das ist. Ich finde irgendwie noch die Heilungsmenge immer noch besser. Ich bin aber auch Hundsmir, aber gut, von 11 bis 14 Uhr oder so rumgelatscht bin beim Tierpark. Ja, ist klar. Aber wir haben jetzt eh gleich fertig, abgesehen davon, ich schaue nur noch, was da so wenig gibt. Kann ich jetzt eigentlich auch irgendwann noch mal die Laternen aufwerten? Ich habe immer noch nicht einen flutlichen Meißel gefunden. Ich habe keine Ahnung, wann wir mir die einmal aufwerten können. So. Der Fleischsammler, schauen wir mal, da kann er mal holen. Ein Angriff. Entfesselt einen Regen aus verrotteten Körperteilen und diversen Flüssigkeiten. Geschmackig. Und ein Waffen. Reliktspeer von St. Latimer. Der ist Stärke und Strahlen basierend. Aber der hilft uns aktuell nicht. Was ist beim verstummten Heiligen? Okay, der hat eine komplette Rüstung. Schild.
Hellebarde des verstummten Heiligen. Die skaliert auf Stärke, das war sogar gut für uns, aber wir brauchen mal 16 Agilität, das kriegen wir auf keinen Fall zusammen, wir haben nämlich gerade 8. Was haben wir da noch? Da gibt es auch noch was Latimer's Wurfspeer. Schleudert einen explodierenden Wurfspeer aus fauliger Magie. Ja gut, das können wir uns halt logischerweise auch nicht leisten. Das Einzige, was halt vielleicht interessant war dem sein... Boah, leck, die hat 283 physischen Widerstand. Die holen wir mal. Ja, die darf uns halt, weil... Ja, wir haben jetzt verwurzelt. Freunde, das... wir haben ja der Wurzelsepp ab jetzt, warte mal. Jetzt werden wir mal tinken. Ne? Pass auf. Das wollen wir jetzt? Ach so, das schaut dann schon so aus. Ach, ich kann da... Ich kann auf einer Boss-Rüstung keine Farbtinktur anwenden. Ja, okay. Aber Alter, die macht uns ja gottlos tanky im Vergleich zu der vorherigen. Wir haben ja warte mal, welche haben wir gerade die, oder? Die Heilige Wächter, die haben wir gerade, die hat 155 physischen Widerstand. Und die hat einfach mal fucking 283, also fast doppelt so viel. Holy shit. Die nehmen wir. Weil schauen wir zwar ein bisschen weird aus jetzt, aber mehr Tankiness ist immer mehr gut. 3 Stunden Tierpark ist wenigstens lustiger als 8 Stunden in der Arbeit rumrennen. Aber hundertprozentig. Ey Mann, unser Kopfrüstung, also unser Helm, gepaart mit den 2 Zacken da aus das schaut da nicht einmal so schlecht aus, aber ja, es blättert, da man die nicht tränken kann. Leider Gottes. Dwight, ich möchte noch ein Subgift. Das glaube ich ist jetzt eine gute Idee. Freunde der Sonne, ich glaube an der Stelle machen wir für heute einen Cut, okay? Wir haben halt einiges gekriegt. Ich meine, der YBO runs out of Abo, oder? Ich hab keine Ahnung. YBO? Ja, schaut so aus, wie wenn er kein Abo nicht hätte. Es schaut so aus, wie wenn er kein Abo nicht hätte. That's true. So. Okay, Freunde. Ich glaube, für heute haben wir gut was weitergebracht. Was meinst du denn ihr? War das... Ich glaube, es war zauberhaft, oder? Wir haben jetzt 2 schöne Bosse gesehen. Und wir haben einen Zwischenboss gesehen, der war irgendwie einfach nur nervt. Aber ich glaube, so an und für sich, glaube ich, wird man schon wissen können, oder? Ja gut, so Fuß. So spät noch. Fast 2 Jahre GSC Hubst. Und das ist gut so, Mr. Gutzu. Das ist gut so, Mr. Gutzu-Fuß, ne? Merci dir für deinen Resub im 23. Monat. Ja, heute haben ein paar Resubs reingekommen. Vielen lieben Dank für deinen langen Support. Weiterhin natürlich ein herzliches Willkommen in der Party-Gang. Und ich hoffe, du bleibst uns erhalten. Danke dir, ich hoffe, dir geht's gut. So, jetzt passt auf, wir haben einen YBO. Der kriegt das Subgift von der Wifi. Kriegst du. Wo ist der? Da. Tun Sie dieses. Hallo? Warum kann ich das jetzt im Ohr? Du kannst gehen, ja, bitteschön. So. Okay, ich kann das gerade irgendwie nicht. Warum kann ich das jetzt nicht mehr? Willst du verarschen oder was? Are you serious? Abo verschenken? Abonnement verschenken? Ich weiß nicht, ich kann es gerade irgendwie nicht abschließen. Aber, Wifi, ich werde das offstream machen, okay? Ich kann ja gerade nicht zählen, warum er immer dieses... Ich kann nicht draufdrücken, geht nicht. Ja, okay, oder so. That's not how it works. Dampfe, danke dir, dass du dann YBO in die Party gegangen bist. Das war jetzt so eigentlich auch nicht gemeint, ne? Also ich hätte schon gemacht, um Gottes Willen. YB, dann brauchst du ein anderes Ziel. Oder wir ziehen mal deine Punkte noch mit zurück. Dann heben wir es auf. Dann ziehen wir Mods Punkte zurückziehen, okay? Also wieder erstarten, dann.
Dann merci dir. Und weil wir auch willkommen in der Basis gehen, offensichtlich. Aber dir als Moderator, glaube ich, brauche ich das eh nicht sagen. Aber trotzdem viel Spaß und herzliches Willkommen. Ehrendampfe, genau. Hashtag Ehrendampfe. Gut. Freunde, war intens halt. Ja, wir haben ganz am Anfang noch 5 Minuten gleich einen Boss zusammenpümmelt auf dem 2. Versuch oder 3. Versuch, weiß ich nicht mehr. Dann haben wir so einen lästigen Zwischenboss gemacht, der eigentlich außer blöd umeinander springen überhaupt nichts können hat. Es war halt einfach nur nervt, weil du ein wenig umeinander rennen musst. Und dann haben wir jetzt eben noch den das ist scheinbar ein richtiger Hauptboss gewesen, weil der ist mit so einem Leuchtfeuer verbunden gewesen, der andere nämlich nicht am Anfang. Aber wir haben halt einiges gesehen, tatsächlich. Aber wo sie jetzt so, jetzt haben wir doch schon ein paar Stunden drinnen in Elden Ring, hätte ich schon fast gesagt. In Lords of the Fallen, und ich kann jetzt mir definitiv schon mal ein Fazit erlauben, dass ich sagen kann, es ist nichts für Anfänger von Souls-like-Spiele. Lords of the Fallen ist jetzt bisher noch nicht überkrass schwer. Es ist aber auch definitiv nicht ein Anfänger für Souls-Liker zuzumuten. Du hast unfassbar viele Gegner-Horden teilweise, da wo da mal 5, 6 Gegner auf einmal dazwischen kommen. Das war halt für einen, der wo halt noch nie mit so einem Spiel Kontakt gehabt hat, schnell überfordern wird. Dann hast du teilweise die haben wir jetzt halt nicht gehabt, aber du hast halt, wie im letzten Stream, halt sehr, sehr miese Springpassagen. Die Gebiete haben teilweise eigentlich das Problem. Die Bosse, es ist mehr so ein bisschen wie bei Demon's Souls. Bei Demon's Souls habe ich glaube ich, während dem Stream einmal verzeiht, in Demon's Souls haben die Wege zu den Bosse das Problem. Die Bosse per se haben in Demon's Souls eigentlich bis auf 2, 3 Ausnahmen nicht so wirklich schwer. Und bei Lords of the Fallen habe ich so das gleiche Gefühl, dass die Wege, bis du beim Boss einmal ankommst, tatsächlich, die fucken ein bisschen ab. Wir haben jetzt 3 Streams gemacht. Im ersten Stream waren wir im ersten Gebiet, das war relativ okay. Das war, da hast du nicht wirklich viel Gegendruck gehabt, sag ich jetzt mal. Letztes Mal waren wir in einem Gebiet, wo du fast überall runterfallen kannst. Und heute waren wir in einem Sumpfgebiet, wo die ungefähr jeder Scheißgegner vergiften kann. Ich sag jetzt, das ist halt so das Fazit, was ich jetzt so nach 9 Stunden ungefähr sagen kann. Also an die Souls-Liker der Zukunft, die es vielleicht werden wollen, lasst die Finger erst einmal von Lords of the Fallen. Das könnt ihr nachher, wenn ihr mal in den Genre vertraut habt. Holt ihr gleich bei Elden Ring, habt ihr viel mehr davon. Okay? Bitte, Dankeschön. Merci für die gute Unterhaltung. Für das braucht sie bei mir überhaupt nicht mehr bedanken. Ja, das habe ich eh schon mal gesagt. Aber es freut mich, wenn es euch gefallen hat und wenn ihr euch unterhalten fühlt. Das ist aber sowieso klar. Das ist das größte Lob. Ne? Vielen lieben Dank. Aber kommt es an Dark Souls bzw. Elden Ring ohne? Von der Schwierigkeit her, das ist bei Souls-like-Spielen aber relativ schwierig zu sagen, da das darauf ankommt, was für ein Spielstil dir liegt. Ne? Wenn du jetzt halt sagst, okay, du bist mehr so der Passive, dann wärst du eher mit Dark Souls zurechtgekommen, weil da bist du mehr am Abwarten und am Ausweichen. Wenn du jetzt allerdings sagst, hey, du machst da mehr so das Offensivere, ja, dann bist du eher mehr so in Richtung. Ja gut, jetzt ist vielleicht ein blödes Beispiel, aber dann bist du mehr so eher Richtung Sekiro aufgekommen. Aber Sekiro ist halt das absolut letzte Souls-Spiel, was du spielen soll jetzt, weil das halt mit Abstand das Schwerste ist. Aber so jetzt halt, für mich jetzt als eingefleischten Souls-Spieler ist glaube ich, unterm Strich am Ende des Tages nehmen sie sich nichts. Nicht so wirklich. Das Ding ist halt einfach, wie du bei den Souls-Spielern ist halt entscheidend, was für Möglichkeiten du hast, um gewisse Dinge zu kompensieren. Bei Elden Ring hast du den riesengroßen Vorteil, du kannst dich in einer riesengroßen Map bewegen. Da wo das Early Game Gebiet, also Limgrave ist das in Elden Ring, das ist unfassbar groß. Und da hast du einfach ganz viel Raum und vor allem ganz viel Zeit und auch relativ viel Ruhe, in Ruhe einfach mal die Souls, die Steuerung kennenzulernen, die Mechaniken zum Verstehen, das Timing einzubringen. Du kannst da, in Elden Ring hast du gefühlt an jeder Ecke irgendwo einen Ort der Gnade, da wo es praktisch eigentlich völlig scheißegal ist, wo du stirbst, weil du immer irgendwie in der Nähe von irgendwas wieder spawnen kannst. Und bei Lords of the Fallen, wie jetzt zum Beispiel, da hast du das eben nicht. Da hast du tatsächlich einfach, da gibt es pro Welt, so wie ich das jetzt gesehen habe, maximal 2 so Ankerpunkte. Und da wo du dann dich wieder spawnen lassen kannst oder wo du wieder gespawnt wirst, wenn du stirbst. Das ist halt der grobe Unterschied. Also, wie gesagt, meine Meinung, ich habe es vorher zum Ripsi gesagt und der Pillar, der wo da ist, der ist ja auch aktuell am Elden Ring,
der hat es ja auch als erstes Souls-like Elden Ring jetzt geholt. Wenn ihr Souls-like lernen wollt oder halt spielen möchtet, und wo sie euch ans Herz legen kann, weil es wirklich allesamt Spiele von From Software an Skate in dem Sinn wert, dann fangt es mit Elden Ring an. Oder Dark Souls 3 ist auch noch eine Möglichkeit. Weil, wie gesagt, Elden Ring, glaube ich, ist so ziemlich, da hat mehrere Gründe. Erstens, wie gesagt, die Welt, du hast die Möglichkeit von die Aschegeister, du kannst da jedes Mal bei irgendeinem Bosskampf irgendeine Hilfe dazu rufen. Du hast dann noch dazu, kannst du, bevor du überhaupt den ersten Mainboss machst, wenn du es richtig anstellst, hast du beim ersten Mainboss schon, keine Ahnung, 6, 7 oder 8 Heilungen auf, ja gut, 8 Heilungen nicht, aber 5 oder 6 Heilungen, die wo alle schon auf +4 oder +5 haben, das kompensierst du halt dann schon ziemlich gut. Und du hast halt eben in Elden Ring einfach den, wie ich gesagt habe, durch die große Map, wenn du das Early Game Gebiet in Ruhe anschaust und alles mitnimmst, dann bist du beim Mainboss beim ersten schon Stufe 35 oder wenn nicht sogar Stufe 40, dann haust du den komplett aus die Latschen, weil der keinen Schaden mehr macht und du halt unfassbar viel Schaden austeilst. Das ist halt, deswegen sage halt ich, Elden Ring ist eigentlich zum Einstieg perfekt, weil du kannst dich halt gnadenlos überleveln, wenn's weißt, oder wenn du Bock drauf hast. Für mich hat keiner Bridge of Spirit schon als Souls-like Zeit. Das sollte man vielleicht auch irgendwann noch mal anschauen, tatsächlich. Also ich hab's bei dir ein bisschen gesehen. Vielleicht gebe ich mir das auch irgendwann noch nächstes Jahr. Heuer nicht mehr, weil heuer bin ich, was das angeht, ziemlich voll. Aber ja, also lange Rede, kurzer Sinn, Lords of the Fallen, super geiles Spiel, da hat man unfassbar stark, Gebiete haben knackig, Bosse haben relativ knackig, der letzte jetzt, der war, glaube ich, das sage ich ja von mir selber, das glaube ich war mehr Dusel als Verstand, dass ich den geschlagen habe. Also ich habe mich da jetzt darauf eingestellt, dass ich mit dem ein wenig länger ringen muss, weil der letzte Mainboss, der hat schon, das mit seiner Porterei, da wo du nichts sagst, das ist richtig reidig gewesen. Aber so an und für sich, Kinder, für die Leute, für die Zuschauer, die wo in Souls-Genre einsteigen, mengen, lasst die Finger von Lords of the Fallen am Anfang, lasst die Finger von Neo, lasst die Finger von Bloodborne und lasst die Finger von Sekiro, fangt mit Elden Ring oder Dark Souls 3 an. Hat super aufgekommen, fangt mit Elden Ring an. Habt sogar noch mehr von eurem Geld dann tatsächlich. Okay? Bitte, Dankeschön. Und wenn es irgendwelche Probleme gibt, das habe ich letztens im Stream zum Pillar gesagt, wenn ihr mal irgendwo Hilfe braucht, wenn ihr mal irgendwo helft oder einen Ratschlag, wenn es irgendwo hängt und irgendwo einen Ratschlag braucht, fragt es einfach noch, okay? Ich bin der Letzte, der wo jemand bei Souls-like nicht weiterhelfen kann, gemäß dem Fall, ich habe den Titel selber gespielt, ne? Also wenn mir jetzt einer daherkommt, hey, weiß ich nicht, ja gut, schlechtes Beispiel, weil ich nicht Souls-Spiel gespielt habe, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Einfach fragen, in der Regel kann ich da immer irgendwie ein wenig weiterhelfen. Zumindest, ich weiß schon, es ist so leichter gesagt wie da. Wichtig ist einfach Geduld. Geduld und ein bisschen ein Ehrgeiz. Wenn es das mitbringt, dann hat es, wie gesagt, der Pillar hat es halt so schön geschrieben, das schaut halt bei mir recht einfach aus. Das mag stimmen, ja. Aber das ist halt eigentlich, das ist reine Erfahrung. Das ist reine Erfahrung. Mehr ist es nicht. Das ist jetzt nicht, weil ich ein Pro-Gamer bin oder sonst irgendetwas. Die Dinge, das der Vorteil bei den Souls-Spielen ist, die Mechaniken, die wiederholen sich halt einfach immer. Die Steuerung ist in der Regel immer dieselbe. Das Timing von den Gegnern ist in der Regel immer in etwa dasselbe. Die Patterns sind in der Regel immer in etwa dasselbe. Und wenn du halt jahrelang immer 2-3 Mal im Jahr irgendein so ein Spiel spielst, dann hast du irgendwann so eine Art fotografisches Gedächtnis für solche Spiele. Ja, dann weißt du genau, okay, der Schlag kommt jetzt ein bisschen verzögerter. Du weißt natürlich nicht, dass du nicht getroffen wirst. Ich kriege auch oft nur aufs Maul. Aber du kannst halt einen Gegner relativ schnell, du lernst einen Gegner relativ schnell zu lesen, sozusagen. Ne? Du weißt halt dann relativ schnell, aha, okay, da kann jetzt der Schlag kommen, der wird wahrscheinlich das Timing haben, der kann das Timing haben. Da haut er zweimal zu, dann hat er eine Drehung drin, da habe ich ungefähr 3 Sekunden oder 2 Sekunden Luft, wo ich Damage machen kann. Das sind lauter so Sachen, so kleine Nadelstiche, die wo mit der Zeit einfach, das sagt sich ja dann auch vor mir einfach. Jetzt sind wahrscheinlich 99% oder 95% von euch im Chat, die schauen zu, dass ich, wow, lecker, ich war da gnadenlos überfordert, wie schafft denn der das, wie macht der das ist bei dem so easy peasy und flutschig aus. Aber das darf bei euch auch nicht anders ausschauen, es ist halt einfach eine reine Erfahrungssache. Ja, das war jetzt, das bei mir, drehen wir mal den ganzen Spieß um, ich schaue einen Dampfi zu, wie er Call of Duty spielt. Oder ein Mike. Und ich denke mir, Alter, wie geht es, dass die so genau aimen können und vor allem so schnell? Ja? Ich, wo halt in Resident Evil 10 Kugeln von 9 davor daneben schießt, ne? Ist das gleiche nur umgekehrt. Ich wenn jetzt
5 Monate lang nur Ego-Shooter spielen, da die wahrscheinlich auch in etwa auf das Aim irgendwann hinkommen. Ja? Aber das Gleiche ist halt andersrum. Das ist, am Ende des Tages ist es Übung. Mehr ist es nicht. Anime-Freund bist du auch, oder warum läuft Naruto die Musik? Ja, ich bin gewissermaßen Anime-Freund, ja, tatsächlich. Es ist mehr so eine Chill-Playlist, die wo ich da auf YouTube habe, und da ist halt, ich finde den Track einfach ziemlich cozy, sozusagen. Aber ja, ich kann mit Anime tatsächlich auch was anfangen. Hast du ja wahrscheinlich an der Alert schon gemerkt, ne? Deswegen gibt es ja Streamer, die das spielen und mir das gemütlich anschauen können. Ja, genau. Genau. Mal für euch, das ist, wie gesagt, wenn ihr euch da unterhalten wollt, wenn ihr zu mir sagt, hey, Souls-like, das schauen wir bei dir gern, weil mir selber Kindern oder, das hört sich jetzt besser an, als es meinen, ne? Aber wenn sie halt sagt, hey, wir schauen mal gern bei dir zu, weil mir selber kümmert das nicht so gut oder darf man es wahrscheinlich nicht so hinbringen, deswegen schauen wir es bei dir recht gern, dann freut mich das natürlich, ne? Und vielleicht, ich habe ja den einen oder anderen schon für so Souls-like animiert, ne? Wer hat jetzt letzt, der Sai zum Beispiel, ne? Der Sai steigt jetzt mit Demon's Souls ein, ja, was auch mutig ist. Der hat noch nie Souls-Spiel gespielt, fängt mit Demon's Souls an. Haben wir by the way einen Platin-Run angefangen, werden wir nächstes Jahr fertig machen. Nächstes Jahr kommen generell einige, also ich hab's mal geplant, relativ viel Platin-Guides. Ich möchte zu Sekiro anmachen, ich möchte zu Elden Ring anmachen und wir werden einen Demon's Souls fertig machen. Eventuell machen wir noch einen zu Neo. Mal schauen. Müssen wir generell mal schauen, wie nächstes Jahr was Spiele-Releases sagen. Aber ich hätte geplant, gerade für einen Pillar jetzt zum Beispiel, der wo jetzt gerade mit Elden Ring ein bisschen zu kämpfen hat, wenn du dabei bleibst, was mich natürlich unfassbar stark freuen hat, dann wird es nächstes Jahr mit Sicherheit ein bisschen Abhilfe kriegen, weil ich plane es mal, ich möchte es nicht in Stein meißeln, das kann sich noch verändern, aber ich plane, dass wir in Elden Ring sowohl einen Platin als auch gleichzeitig einen Guide-Run machen. Ja? Das hat bei mir aber so den Effekt, wir haben schon einen gemacht, angefangen, der ist noch nicht fertig, den kannst du auf YouTube anschauen, die meisten wissen das. Da haben wir einen Demon's Souls Platin-Guide angefangen. Das sagt zum einen, wie kriegt ihr am schnellsten und am einfachen die Platin-Trophäe, und das ist natürlich nicht, das ist das eine, das Hauptding. Das andere ist aber, wie kommst du am einfachsten da durch und wie bist du am schnellsten OP. Ne? Also, wie gesagt, One Piece, wenn er Sub war, schon eindeutig, aber kein Problem, schaue ich selber sowas. Ja, ich verurteile da keinen. Selbst wenn jetzt einer nicht Anime schaut, das ist bei mir, jeder ist bei mir willkommen, egal welche Interessen er hat und welcher Sprache er spricht. Das ist mir wurscht. Da habe ich keinen Stress damit. Ich habe nicht nur Demon's Souls, sondern am PC auch Dark Souls 1. Dark Souls 1 ist ein Klassiker, ja. Aber der ist bei mir tatsächlich, ich bin ehrlich, Dark Souls 1 ist bei mir 12 oder 13 Jahre her. Das habe ich nicht oft gespielt, zweimal, glaube ich. Warum auch immer. Du spielst nicht auf dem PC? Doch. Also Lords of the Fallen jetzt tatsächlich ist auf dem PC. Elden Ring war auf dem PC. Demon's Souls, das Remake war aber auf der PlayStation 5. Das gibt es ja nirgendwo anders nicht. Aber ich bin mir an überlegen, also muss man dann schauen, wie da die Preissituation ist, weil ich hätte schon Bock irgendwie auf der PlayStation so 4-5 Platin-Trophäen zu haben, die wo rein von Souls-Spiele haben. Das darf ich schon irgendwie cool finden. Vielleicht machen wir mal Bloodborne irgendwie Apps in die Richtung. Mal schauen. Aber ja, gucken wir mal. Dann sehen wir schon, hätte ich gesagt. So, ist jetzt mein Internet weg, oder was? Ich glaube es nicht. Geht doch. Demon's Souls taste ich mich selber privat dran und dann Dark Souls. Schritt für Schritt. Das Einzige sei, ich weiß nicht, ob ich das auf dem Weg mitgegeben habe, vielleicht hast du nebenbei einen YouTuber wegen den Guiden mal angeschaut. Du musst in Demon's Souls wirklich nur auf dieses World-Tendenz-System aufpassen. Schau einfach immer, das ist mein Rat an dich, wie du das dann selber handelst. Das ist dir überlassen, erfahre es selber. Aber mein Tipp an dich, schau, dass du ja nicht in menschlicher Gestalt in irgendeiner Welt rumrennst. Wenn du stirbst, verschiebst du nämlich diese Tendenz, diese Weltentendenz um einen Klick ins Schwarze, und wenn du eine komplett schwarze Weltentendenz hast, dann hast du da keine Freude mehr, das garantiere ich dir, weil du die Gegner so derartig viel Damage machen. Also schau einfach immer nur, das ist mein Rat an dich, bevor du in irgendeine Welt gehst, schau, dass du nicht menschlich bist. Wie kriegst du das hin? Mach im Nexus, also quasi in deinem Hut, mach selbst, bring die quasi dort selber um, dann bist du nicht mehr in Menschengestalt, das bist du immer dann, wenn du einen Boss gelegt hast. Und erst dann gehst du in den Keilstein. Ganz wichtig, weil sonst kriegst du dort gnadenlos auf die Fresse.
Weil auf PC gibt es keinen Platin-Run, kein Platin für Elden Ring, deswegen war jetzt von... Ja, es wird wahrscheinlich so werden, ich werde mir Elden Ring nochmal für Playstation holen dann wahrscheinlich, weil bis dahin es ist ja aktuell, es gab einen Leak seitens von From Software, das kann ich jetzt noch schnell abschließend sagen, den habe ich selber erst gestern entdeckt. Es kommt von From Software ein neuer Titel, der ist angeteased, der heißt aktuell Soulbound, glaube ich. Ich glaube Soulbound heißt er. Das ist das nächste große Projekt von From Software. Allerdings, wann das kommt, ob es nächstes Jahr kommt oder erst übernächstes Jahr, das weiß man nicht. Aber es ist aktuell ein neuer Titel in den Startlöchern. Und bevor die Frage kommt, ja, ich werde auch dieses Spiel spielen. Weil From Software in meiner Meinung nach einer der letzten Entwickler ist auf diesem Planeten, der wo Spiele abliefert. Der wo gute Spiele abliefert. Der wo das Spiel in der Regel nahezu fertig auf den Markt kommt. Ja? Bis auf ein paar wenige Performance-Probleme, aber das ist verziehen, ne? Weil jeder hat ein anderes System. Da kannst du jetzt nicht. Ne? Genau, die Errungenschaft bei Steam ist das gleiche wie Platin auf PlayStation. Oder bei ich weiß nicht, wie es auf Xbox heißt, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich gehe mal was essen, raid los übers Handy laufen, wenn es funzt. Passt schon sein, danke dir, wir machen jetzt Schluss. Okay? So, Freunde der Sonne, ich hoffe, euch so den taugt. Ich gehe mal schwer davon aus. Vielen lieben Dank für den ganzen Support heute wieder in Form von Resubs und Gifted Subs. Dankeschön. Schön, dass du warst. Ich hoffe, ihr habt morgen auch wieder dabei. Wir werden morgen wieder streamen. Wahrscheinlich morgen um 15. Morgen wahrscheinlich um 17 Uhr wieder. Ich muss schauen, wie es mit der Baustelle ist. Ist aber immer so ein bisschen die Sache. Ne? Ihr wisst es eh. Aber in der Regel morgen um 17 Uhr. Am Mittwoch bin ich mir noch nicht sicher, ob ich vormittags einen Stream mache. Warum? Am Mittwoch übernimmt Wifi für mich. Wifi hat am Mittwoch einjähriges Jubiläum und ich mache da selbstverständlich gerne Platz. Also wer Wifi noch nicht kennt, die ist jetzt da im Chat, die ist Stammzuseherin. Ja, schon lange, seitdem ich angefangen habe. Bei der Wifi draufschauen, aufs Following drucken. Die hat am am Mittwoch einjähriges Jubiläum. Okay? Also bitte Dankeschön bei der Wifi auch supporten lassen. Genau, also morgen wahrscheinlich 17 Uhr und am Mittwoch eventuell am Vormittag irgendwann, bevor die Wifi anfängt. Okay? Aber ich sage dann im Discord nochmal Bescheid. Ausrufezeichen Discord für alle, die da noch nicht drauf haben, kommt da gerne drauf, kriegst Speed, wann ich live bin, mit was für ein Spiel, zu was für ein Tag und zu welcher Uhrzeit. Okay? Ist vielleicht auch was für die. In diesem Sinne, ich werde jetzt zu meinen Eltern fahren mit meiner Freundin. Wir werden ein bisschen speisen. Und dann da ich sagen, nochmal merci für alles, für den ganzen Support. Wir hören uns wahrscheinlich morgen wieder Raid Command im Chat. Ich schaue jetzt, wo gehen wir denn überhaupt hin? Abgesehen davon. Gehen wir denn überhaupt hin? Ah ja, perfekt. Ja, ich glaube, wir gehen zum Dampfe. Ich glaube, das passt. Da gehen wir zum Dampfler. Das ist meine Haut am Hin. Ja, der haben wir auf alle Fälle. Okay, gut. Leute, viel Spaß beim Dampfen. Der spielt Grounded im Multi mit der Brausebiene und mit dem Basti, wenn mir das alles täuscht. Wir sehen uns morgen um 17 Uhr wieder aller Wahrscheinlichkeit noch. Hauptsache einen schönen Abend euch. Merci nochmal und bis morgen. Pfiat euch. Servus.